singe ein Lied aus meiner Kinderheit und meiner Schulheit, meiner Schulzeit und Kindheit. War früher auch einmal ein Kind. Ja, kann mich noch gut erinnern. Ist allerdings doch schon länger her. Aber das ist die Zeit, die einen am meisten prägt. Das Musikalische zum Beispiel, das habe ich alles von meiner Mutter, weil die hat mir über den Schlaf hineingesungen. Ja, und ich habe dann so da, als wenn ich schlafen tat, bloß damit es aufhört. Ich habe da genau schon gehört, dass da irgendwas nicht stimmt. Gell. Wie es dann endlich Start war, habe ich gehört, dass die Nachbarin blärt. Gell. Die hat auch so ein Wiegenlied gehabt. Schlaft, meine Prinzchen, schlaft ein, hat sie gesungen. Die hat Zwilling gehabt. Hat natürlich auch entsprechend blärt. Gell. Und das sind die Sachen, die uns so prägen in dem Alter. Ne? Oder die Erfolgserlebnisse. Ich weiß noch, das erste große Erfolgserlebnis war, wie ich auf meine 2 eigenen Beine gestanden bin. Das erste Mal in meinem ganzen Leben, weil bis dahin bin ich ja nur auf alle 4 rumgerutscht. Das heißt, mit einem halben Jahr bin ich schon mal ganz allein vom Tisch runtergeflogen. Ja, und sowas prägt dann. Gell? Das, ja, da ist nichts geblieben. Aber ich habe mich dann sofort irgendwann einmal hochgearbeitet. Am Küchenkasten habe ich mich hochgearbeitet, weil da waren so Haltegriffe dran und da habe ich mich hochgezogen. Und dann war ich das erste Mal in meinem ganzen Leben, war ich auf meine eigenen 2 Beine gestanden. Und das, ich meine, wir waren schon wackelig, gell, aber es ist trotzdem ein Erfolgserlebnis. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt lasst einfach einmal eine Hand aus. Gell. Und das ist schon recht gut gegangen. Dann haben wir gedacht, jetzt riskierst du das, jetzt willst du es ganz genau wissen und lass die andere auch noch aus. Gell. Und da bin ich dann das erste Mal gestanden auf meine 2 eigenen Beine. Ja. Und dann ist aber gleich der erste Tiefschlag gekommen in meinem ganzen Leben. Ich bin nicht am Arsch geflogen, sondern ich bin immer noch gestanden auf meine 2 eigenen Beine. Und in dem Moment geht die Tür auf und mein Vater kommt auf alle 4 rein. Und sowas verkraftet man natürlich nicht so schnell. Gell? Und dann ist ein Tiefschlag nach dem anderen gekommen. Ich weiß nicht, wie ich immer so sauer war. Die vom Haus, die Kinder haben alle schulfrei gehabt und mein älterer Bruder auch. Und bloß ich nicht, bloß weil ich noch nicht in der Schule war. Ne? Dann habe ich aber gleich einen richtigen Ehrgeiz entwickelt und habe mich um ihre Bücher gekümmert. Ich habe damals noch nicht lesen können, aber ich habe die Seiten immer so rausgerissen. Da haben wir so kleine Schifferl draus gemacht und die haben wir dann am Bach unten schwimmen lassen. Und dann haben wir auch noch gewettet, wer den Schifferl von der Brücke aus am weitesten nachschauen kann. Ich habe gewonnen. Wieder ein Erfolgserlebnis gewesen. Gut, dass mir Mo dann rausgezogen hat aus dem Wasser. Ja, der hat mich dann daheim abgeliefert, ich war ja patschnass bis auf die Haut. Gell. Und meine Mutter hat mir 50 Trinkgeld gegeben. Das war natürlich damals auch nicht viel, gell. Weil sauber Black geschaut. Gell. Dann ist ein Tiefschlag nach dem anderen gekommen, weil dann bin ich in die Schule gekommen. Die haben mir damals überhaupt nichts gewusst von anti-autoritärer Erziehung. Die haben das Wort nicht einmal gescheit aussprechen können. Wir haben einen richtigen Sadisten gehabt als Lehrer. Ich weiß nicht, wenn wir zum Beispiel bestraft worden sind, haben wir uns die Steckerl, mit denen wir geschlagen worden sind, das haben wir uns selber abschneiden müssen. Das hat er scheinbar mal irgendwo gelesen. Dann hat er gemeint, das war eine besondere erzieherische Maßnahme. Gell. Du musst dir die Steckerl selber abschneiden und dann wirst du damit versohlt. Ne. Und das ist wie wenn du dein eigenes Grab schaufeln musst. Ne. Ja, nicht ganz so schlimm. Ich bin einmal recht lang ausblind, habe ich das richtige Steckerl nicht gefunden. Gell. Und dann habe ich ihm einen Stor mitgebracht und habe gesagt, den soll ich mir aufschmeißen. Gell. Jetzt bin ich vorbestraft. Seit der Zeit bin ich jetzt vorbestraft. 4. Klasse Volksschule und schon vorbestraft. Physik, glaube ich, haben wir gehabt. Oder irgend so was Ähnliches. Ja, weil er gefragt hat, was passiert, wenn das Licht schräg ins Wasser fällt. habe ich gesagt, dann geht's aus. Aber muss ja nicht gleich so bestrafen damals. Ne? Ja, jetzt aus dieser Zeit singe ich jetzt ein Lied, also aus meiner Schülerheit, Kinderheit. Das Lied ist ein bisschen ein langsamer Rhythmus, weil ich bin immer recht langsam in die Schule gegangen damals. Das Lied heißt Schulmeisterei. Dem Schüler wird der Schädel heiß, weil der Lehrer alles weiß. Wenn Lehrer alles besser wissen, warum sie uns dann fragen müssen? Sie fragen,
Was ist 5 durch 2? Vom Schüler kommt die Antwort 2. Das ist dem Lehrer nicht genug. Der Lehrer weiß es, denn der ist klug. Darum fragt er nochmal 5 durch 2. Da kommt die Antwort, das ist 3. Das ist dem Lehrer jetzt zu viel. Ich glaub, der weiß nicht, was er will. Hartnäckig will er wissen, 5 durch 2. Den Schülern ist das einerlei. Der Lehrer sagt, Mensch, seid ihr dumm. Ich stelle jetzt die Frage andersrum. Ihr seid zu zweit und habt 5 Bier. Wie teilt ihr das? Wer sagt es mir? Ein Schüler antwortet, wie schade. Ich trinke kein Bier, nur Limonade. Der Lehrer rauft sich jetzt die Haare. Die Antworten sind nicht das Wahre. Hat denn kein Schüler so viel Hirn, 5 durch 2 zu dividieren? Er regt sich auf, ihm wird ganz heiß, obwohl er das Ergebnis weiß. Wenn Lehrer alles besser wissen, warum sie uns dann fragen müssen. Danke.